zuerst einmal danke, dass ihr kommen könnt, Herr Mörgeli. Ihr seid ja der Strategiechef eurer Partei und darum hat Christoph Blocher euch mir empfohlen, seid so gut. Ja, der Herr Dr. Christoph Blocher hat von dieser Ferienreise in ihr Land erzählt. Es sei schön bei Ihnen. So sauber. Gut, man kann es nicht genug manchmal sagen, aber wir haben es mit ihrer Schweiz nicht einfach im Tourismus. Wir haben auch so eine starke Währung. Aber wir haben einen Vorteil. Unsere Leute können nicht im Ausland einkaufen. Keine fremden Läden, sage ich da nur. Aber Sie haben mich auch wegen dem Atomvertrag eingeladen, der letzte Woche in Lausanne in unserer neutralen Schweiz unterschrieben worden ist. Das ist eine absolute Frechheit, der Atomvertrag von Iran mit den USA. Iran war bis jetzt unser Verbündeter und jetzt lassen sie sich von den Imperialisten um den Finger wickeln. Aber die Sanktionen... Wir leben hier auch schon lange mit Sanktionen. Da muss man eben stark sein. Ich sage nur, keine fremden Richter. Gell Sie, das haben Sie im Extrablatt von der SVP gelesen. Das steht dort alles drin. Und Unabhängigkeit und Freiheit und die Bedeutung von der direkten Demokratie. Sie so aufschreiben! Direkte Demokratie haben wir hier auch. Ihr sagt sehr direkt, was geht und was nicht. Aber nach dieser Vertragsunterzeichnung müsst ihr das Heim Lausanne ausbürgern. Hätte man schon längstens bombardieren müssen. Wissen Sie, Lausanne, das ist die Welsche Schweiz. Die dort sind keine richtigen Schweizer. Gell Sie? Aufschreiben! Ich will bei euch auch ein bisschen dazugehören. Darum tun jetzt mein Volk umziehen. Wir müssen alle Berndeutsch lernen. Dann können wir uns von Südkorea noch besser abschotten. In dieser Hinsicht möchte ich von euch etwas lernen. Kaffee! Wir von der SVP äußern uns nicht zu den Verhältnissen im Ausland. Auch nicht zum Atomvertrag mit dem Iran. Nein. Und die UNO-Sanktionen gegen Iran, Russland und Korea. Nein. Wir als neutrales Land sollten nicht bei dem linksgrünen UNO-Mainstream mitmachen. Verrutscht, gleich etwas gesagt. Nein, das können Sie nicht vergleichen. Zum UNO-Beitritt haben uns Teil von unserem Volk gezwungen. Das müssen wir akzeptieren. Das ist der Souverän. Das ist bei Ihnen ja etwas anders. Auch nicht. Ich bin das Volk. Ich kann jederzeit eine Volksabstimmung machen. Zum Beispiel gerade jetzt. Ich frage Volk, findest du den Kaffee hier gut? Dann sagt das Volk, also ich, einstimmig, nein, jetzt hätten wir schon das zweite Mal vergessen, den Zucker zu bringen. Wüssten wir ja noch einen von denen. Wir haben in der Schweiz auch Leute, die anderen den Kaffee bringen. Und wissen Sie, was ist das Schlimmste? Die werden von der Bilag finanziert. Ja.